Das ist Deville. Heute zum Thema Schoki, Scham und Schneekanone. Als Gast bei uns im Folium Hecht. Und ich, der Carpi. Und hier ist er, der Dominik Deville. Hallo miteinander! Oh! Miteinander. Hallo! Hallo! Hallo miteinander! Hallo! Hallo! Oh. Hä? Okay, danke vielmals. Merci vielmals. Ah, was für ein schöner Advent. Was für einen schönen Advent. Und es ist ja nicht nur jetzt die Show hier, Deville heisst sie übrigens wie meine Mutter, sondern es ist auch die Weihnachtszeit ist endlich gekommen. Und mit dem billigen Glühwein und dem Adventskalender Gebastelstress wartet man auch auf den ganz grossen Weihnachtsblockbuster. Oder? Man wartet doch auf die klassischen Weihnachtsblockbuster. Und seit ein paar Jahren zieht hier auch die Schweiz mit, wenn ihr das gemerkt habt. Millionen werden verbraten, um diesen Weihnachtsknüller für die ganze Familie zu produzieren, der die Kasse zum Klingeln und Frau und Herr Schweizer zum Heulen bringt. Du meinst den Bruno Manser-Film? Nein, das ist kein Bruno Manser-Film, das ist kein Weihnachtsfilm. Der Bruno Manser-Film, das ist Dschungelcamp für Gutmenschen. Das meine ich nicht. Ich rede natürlich von den neuesten Werbespots von dem Migros und dem Coop. Wenn ihr die vielleicht gesehen habt. Ja, da hat ja die letzten Jahre wirklich ein regelrechtes gegenseitiges Wettrüsten zwischen Coop und Migros stattgefunden. Man kann jetzt in der Weihnachtszeit wirklich davon reden, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein neuer, kalter Krieg ausgebrochen zwischen diesen beiden. Schau mal rein, was Migros in diesem Jahr zu bieten hatte. Mega Ja, süß. ja. Aber schade ist die Eule animiert. Ja, schade ist die animiert. Das ist wirklich zum Eulen. Ja, es ist zum Eulen. Jetzt aber ein Fun Fact. Sie haben ja eigentlich wollen, es ist eine animierte Eule, aber sie haben ja eigentlich wollen echte Eulen nehmen für den Spot. Aber die anderen Eulendarsteller haben im Casting nicht überzeugt. Können wir mal die Bilder von den anderen Darstellern? Leider nein. Er nicht. Nein. Bitte nein. Aber eine echte Eule, muss ich ja sagen, eine echte Eule wäre viel nachhaltiger gewesen. Oder eine echte Eule wäre nachhaltig gewesen, dann hätte die Migros auch im nächsten Sommer noch einmal die Eule verwenden können. Eulenflügeli. Naja, wenigstens kann man sagen, für die Tierschützer sehr gut sind keine Eulen zu Schaden gekommen bei diesem Clip. Ja, aber dafür etwa 50 Schweizer Filmschaffende. Wieso? Weil der Spot ist nicht in der Schweiz produziert worden, sondern in Litauen. In Litauen? Nicht in der Schweiz? Oh. Ja. Wieso? Also ganz ehrlich, wieso in Litauen? Wegen der Produktionskosten, oder? Oder wie das Migros sagt, Litauen ein Mil günstiger. Trotzdem habe ich noch Fragen. Ja. Wenn die Migros in Litauen produziert, wo produziert denn Aldi? In Brunei? Oder wo tun die... Aber die billigste Arbeitskräfte hat sich immer noch Galaxus geholt. Ja, ganz klar. Und auch noch eine Frage, was ist die Kernaussage von einem Spot? Überlegt euch das, ich habe mir das überlegt. Von einem Spot, wo eine Eule zuerst mit einem Besenstiel durchs Haus gejagt wird und dann wird sie vor dem Fenster in die Kälte draussen stehen gelassen. Was soll der aussagen? Füreinander da sein. Ist der offizielle Slogan. Füreinander da sein. So etwas Verlockniges, liebe Migros. Also Eule hier oder her. Aber da muss man sich schon fragen, füreinander da sein. Was ist denn aus dem Wichtel Finn geworden vom letzten Jahr? Habt ihr den schon vergessen? Habt ihr den schon vergessen? Der, wo alle so ihr Herz geschlossen haben. Ja. Ist er knallhart wegrationalisiert worden? Packt er jetzt für Zalando-Päckchen ein? Ja? Kauft das Surprise-Magazin im Hauptbahnhof. Ja, ist er ins Abseits gedrängt worden, der Finn, kalt und herzlos, und hat sich wahrscheinlich deswegen im IS angeschlossen, wo er als El Wichtel plant, auf einem Spielzeugauto in einen Weihnachtsmarkt hineinzufahren. Oder noch schlimmer, wir gehen ganz zu, habt ihr ihn an die Eulen verfüttert? Schaut euch, der Duttweiler würde sich im Grab umdrehen, das würde er.
Dominik, beruhig dich. Der Wichtel Finn ist einfach älter geworden und ist jetzt Präsident der Pro Senectute geworden. Haben wir ein Foto, ein aktuelles? Ah ja, das ist ja gut. Gut, finde ich schön. Was hat denn Fall, wenn wir es bei mir sehen, was hat denn der Coop geboten? Können wir mal reinschauen in seine Werbung? Heute empfehlen wir einen Salat. Frisch und gesund. Mich rüsselt es ein bisschen. Um was geht's genau? Also, Ja, also, ganz schnell. sie beobachtet ihn über die Überwachungskameras. Oder? Sie ist die Durchsagestimme vom Coop und sie verlieben sich ineinander. Finde ich erstaunlich, wie Coop ganz offen für seine Stasi-Abteilung wirbt, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen ein kritischer Spot. Ich finde es süß. Ich finde es mega süß. Ja, jetzt nur, weil natürlich sie das macht und er der Kunde ist. Aber stell dir das umgekehrt vor. Ja? Wenn jetzt ein Typ die Durchsage machen würde, zu einer Kundin und dann so, in der Hygieneabteilung ist ein Angebot, knoppte Kondome mit Erdbeeraroma. Für kuschelige Weihnachten. Also ich finde es grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich es schon schamlos, wie so von diesen Firmen auf unserer Gefühlsklaviatur gespielt wird mit diesen Spots. Es ist alles so manipulativ, so austauschbar, oder? Ja. Also jetzt gerade beim Coop-Spot, wenn man die Musik wechseln würde, wäre es ein komplett anderer Film. Schauen wir mal. Finger weg von den fettigen Chips. Die machen impotent. Ja, wirklich. Gut, schön. Gehen wir noch von den Nahrungsmitteln zum wichtigsten Nahrungsmittel in der Schweiz. Während die Lebensmittelgiganten klimaneutrales Federvieh und perverse Paar mit Voyeur-Fetisch ins Rennen um den konsumkritischen Bürger schicken, baut sich Lind und Sprüngli gerade lieber einen eigenen gigantischen Tempel auf. Schaut das an. Es ist nicht ein Tempel, es ist eine regelrechte Schokoladenkathedrale. Das ist wirklich wahr. Das haben die jetzt gemacht. Offiziell heisst der Bau Home of Chocolate. Home Sweet Home. Ja, ein House of Chocolate sozusagen. House of Chocolate, das tönt ein bisschen wie ein Netflix-Remake von Lüthi und Blanc, finde ich. Lind und Sprüngli nennt übrigens ihr Schokihaus Chocolate Competence Center. Was ist das? Ein Schoki-Kompetenzzentrum. Was ist das? Eine Berufsberatung für Leute, die einen Schoki-Job suchen. Ich habe nein, ich habe keine Ahnung. Es soll im nächsten Jahr zum 175. Firmenjubiläum eröffnet werden. Ja? Und wer hat es gebaut? Der George Gacko? Nein, nicht der George Gacko. Es ist der Star-Architekt Christ und Gantenbein. Das Boot, das hat man sich mal gegönnt. Njam. Und wie lange haben sie gebaut an diesem Ding? 3 Jahre und 100 Millionen Franken sind in das zartschmelzende Ding hineingeflossen. 100 Millionen für ein Schokihaus. Ich meine, wie teuer wäre das geworden, wenn ihr das mit richtigem Baumaterial benutzt hättet dafür? Es hat 5 Stockwerke mit 90 Meter Länge, 45 Meter Breite und hat die Grösse von einem Fußballfeld. Und wie soll man sich dort zurechtfinden in diesem Bau? Man hat also ein ganz einfaches Leitsystem mit Schokitafeln, das sie überall aufgestellt haben. Die Verantwortlichen rechnen mit jährlich 350'000 Besuchern, die wahrscheinlich auf ein Sprüngli vorbeikommen wollen. Ja. Zum Glück hat es genügend Veloständer. Ja, immerhin haben wir ein bisschen geschaut. Crème de la Crème von der Schweizer Prominenz wird da sein und sich natürlich von ihrer Schokoladenseite zeigen. Zum Beispiel wird der Federer da sein mit seiner Frau Milka. Und der Eintritt kostet wahrscheinlich 10 Schokitaler, denke ich. Und die Konkurrenz ist mächtig neidisch auf den neuen Touristenmagnet. Ricola beispielsweise sind sehr neidisch, weil die haben ja nicht so ein Haus, die haben ja nur ein Zeltchen. Ja. Und auch die anderen finden, was zum Geier soll das? Andere Konzerne werden nachziehen. Übrigens, geplant ist zum Beispiel der Bell Servola Tower. Emmy Käseglocke. Und auch in Planung ist der Rivella River, wo man denkt, wo etwas sein könnte. Und natürlich die Ruag-Ruine. Ja, das ist schön. Wer trifft es am härtesten? Natürlich das zweite grosse, wichtige Museum in Zürich, das FIFA-Museum. Trifft das natürlich. Vermutlich werden sie durch das noch die letzten Besucher verlieren und das ist sehr bitter. Zartbitter. Aber egal, ob FIFA-Museum oder House of Schoki, am Schluss verlobt man beides mit Flecken auf der weißen Weste und viel Bauchweh.
Der ist zum Nachdenken. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, das meine Autoren ausgraben haben. Ich habe mich vehement dagegen gewehrt, aber nun ja. Russland. Ein Forschungsprojekt aus Russland setzt auf Kühe, die Virtual Reality Brillen aufhaben. Und das möchten sie, dass Kühe glücklicher sind und die Milchproduktion steigert. Das erinnert mich ein bisschen an den Film, wie der heisst, Matrix. Matrix. Genau, richtig. Also das heisst, Kühe haben jetzt auch Internet. Das heisst, ich verliere jetzt in Fortnite nicht nur gegen 12-jährige Golfen, sondern auch gegen russische Milchkühe. Und wie dumm, also bitte, wie dumm sieht das aus? Also wir Schweizer würden unseren Kühen nie so etwas Dummes anlegen. Oder vielleicht auch. Jetzt interessiert es natürlich die Leute, die das gelesen haben, was sehen die Kühe in dieser Brille? Wir haben jetzt uns aufgemacht, haben so eine russische Brille uns besorgt und der Karpi wird das für euch testen. Karpi, du hast so eine Brille an. Oh, ja. Was siehst du? Beschreib. Also, ich sehe ein Wissen, es ist grün, strahlender Sonnenschein und ich bin eine Kuh. Und dort steht ein Stier, ein junger, hübscher Stier und er zwinkert mir zu und er kommt auf mich zu. Oh. Mi Mutu. Okay. Und jetzt, der Stier ist weg und jetzt steht der Putin neben mir. Nein. Doch, er ist oben ohne und er streckt die Hand aus. Oh nein, er maucht mich. Nein. Ich werde vom Putin gemaucht. Nein, schnell weg. Schnell weg. Es war nur eine Illusion. Ja, aber mega realistisch. Ja. Schnell zurück zur Polizsatire. Nächste Woche startet in Bern die Wintersession. Und das mit ganz vielen neuen und vor allem ganz jungen Gesichtern. Das Parlament war noch nie so jung wie jetzt. Kapi, wie jung ist das Parlament? Es ist so jung, dass die Stadt Bern überall Schilder aufstellen musste, wo drauf steht: Achtung, Jungparlamentarier. Das ist der erste Tag ist immer so etwas Spezielles. Ja, man ist nervös. Kann man sich vorstellen, die jungen Parlamentarier, habe ich alle meine Sachen im Schultee, Kinder, die ich brauche. Und dann muss man noch ein Plätzchen suchen im Parlament. Ja, und den Überrest von Claudio Zanetti wegschaben. Ja. Und dann haben sie sich mal eingerichtet und dann geht es schon los mit der Session. Und die dauert bis am 20. Dezember sind die Sessionen. Und derzeit müssen natürlich viele Parlamentarier in Bern wohnen. Und bei den vielen jungen Neugewählten ist das auch eine finanzielle Frage. Sie können nicht einfach über das Wochenende ein Hotelzimmer oder über ganze Wochen ein Hotelzimmer im Savoy sich leisten. Ja, so wie du in Zürich. Ja, das kann nicht jeder. Und darum ist jetzt, das wirklich wahr, ist eine Meldung gewesen, diese Woche, darum ziehen jetzt ein FDPler, ein SVPler und ein Grüne zusammen in eine WG in Bern. Ja. Das tönt jetzt wieder Ansatz von einem schlechten Witz. Ja? Von einer schlechten Sitcom. The Big Bern Theory. Wie muss man sich so eine Polit-WG... Wie muss man sich so einen Polit-WG vorstellen? Es gibt ja wahrscheinlich keinen Ämterplan, sondern es gibt wahrscheinlich auch ein Departement. Ja? Also dann gibt es das Departement fürs Äußere, den Abfall rausbringen, das Departement fürs Innere, WC putzen und abwaschen. Das Polizeidepartement schaut immer, dass etwas Kiffen rum ist. Ja? Das ist so. Und wie bei anderen WGs gelten ganz strenge Besucherregeln. Ja. Zum Beispiel muss man einen Sock an die Türfalle hängen, wenn man Besuch von einem Lobbyisten bekommt. Lala. Und neue Mitbewohner müssen sich natürlich bewerben. Am besten mit einem Plakat und werden dann in die Wege hineingewählt. Hier ist das Plakat von André Silberschmidt, wo sich hier eine stubenrein gerüstneutral Kochkenntnisse. Aber was sie als Wege zusammenhalten im inneren Kern, ist, ungeduldig sitzen sie vor dem Fernsehen am Sonntagabend, schauen unsere Sendung und warten, bis der Countdown fürs SP-Gate abläuft. SP-Gate, kann man sich vielleicht erinnern, haben wir eine Homepage aufgeschaltet, schon im letzten Frühling. Und jetzt höre ich gerade aus der Regie, wie zufälligerweise der Countdown abläuft und mir das Türchen aufmachen vom SP-Gate. Da ist er, der Countdown, bitte. 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Parteichef Leveran trifft den Papst und fragt, was ist der Unterschied zwischen Erscheinung und Wunder? Also, Erscheinung ist, wenn der Karl Marx plötzlich da wäre. Und Wunder wäre, wenn er dir nicht gerade ohrfeigen würde. Die SP hat immer Lösungen anzubieten. Sie passen einfach nicht zum Problem. McDonald's hat zum Jubiläum der Sozialdemokratischen Partei ein Spezialmenü herausgebracht. Das funktioniert so: Du gehst an die Kasse, kannst bestellen, was auch immer du willst, und der hinter dir zahlt.
Was ist grösser als Ignazio Cassis seine Ahnungslosigkeit im EU-Dossier? Christian Levrat seine Anzüge. Was ist länger als der Ausstieg von Großbritannien aus der EU? Christian Levrat seine Anzüge. Der Martin Landolt trifft Alain Berset in der Wandelhalle. Da fragt Martin Landolt: Was haben Sie gesagt zu der Rentenreform? Der Alain Berset: Nichts. Der Landolt: Ja, das ist mir schon klar, aber wie haben Sie es formuliert? Was ist der Unterschied zwischen der SP-Versammlung und einem Lehrerkonvent? Bei der SP hat es mehr Lehrer. Innen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie nennt man das, wenn man viele Jungpolitiker in ein Kellerstudio einsperrt und sie Witze übereinander erzählen? Richtig österreichisches Parlament. So, jetzt. Nächste Woche sind das SVP-Gate läuft ab. Ja, kann man nachschauen, unter welcher Homepage? www.svpgate.ch. Okay, schaut das nachher und dann sind gespannt, was nächste Woche die SVP erwartet. Jetzt aber zurück zum heißen Stoff. Es ist etwas passiert diese Woche. Der Schweizer Gehörlosenbund hat diese Woche die Gebärde des Jahres verkündet. Und zwar die hier. Kapi, was ist das? Schuppen? Nein. Ein Ohrwurm? Nein. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Gerade noch einer spielt übrigens, apropos Schuppen und Ohrwurm, Hecht spielt noch einer da bei uns im Studio. Hecht! Aber jetzt nochmal zu der Gebärde. Das ist Zeichen für Greta Thunberg, natürlich. Greta Thunberg. Das könnte natürlich, wie könnte es anders sein, Zöpfli. Spannend, weil beim Trump war es ja auch das. So. Also wirklich? Richtig. Und ich weiss noch, letztes Jahr, der Berset hat auch einen bekommen, ist das gewesen, wegen der Glatze, nehmen wir jetzt einmal an. Also die ist so, die Gehörlosen scheinen einen ziemlichen Haarfetisch zu haben, ja, finde ich spannend. Aber zurück zu der Greta, es vergeht ja kaum einen Tag, wo mit den Medien nicht über Greta, aber den Klimaschutz etwas lesen kann. Und all die grossen Player, die Unternehmen, die Firmen, die Politiker, die es angeht, versprechen sich zu bessern. Zum Beispiel hat die EU jetzt diese Woche den Klimanotstand ausgerufen und auch die Band Coldplay will etwas Gutes tun und verzichtet aus Klimagründen auf ihre nächste Tour. Wirklich. Coldplay verzichtet auf die Tour. Ja? Wer hätte gedacht, dass Klimawandel auch mal etwas Gutes hat? Jetzt fehlt ja nur noch, dass sich Coldplay nicht mehr Coldplay, sondern Warmplay nennt. Dann würde es wirklich Sinn machen. Oder zumindest Schwülplay. Ja, das wäre noch besser. Und das Beispiel macht die Schule. Auch der singende Figaro Piero Esteriori, den ihr noch kennt vielleicht, hat seine Welttournee abgesagt. Wegen dem Klima, natürlich, oder? Wegen dem Klima. Ja. Und die BDP hat auf ihre Stimme verzichtet. Wegen dem Klima. Richtig. Auch der Simon Ammann will zurücktreten. Wegen Flugscham. Das ist alles jetzt rum. Und all diese Folgen machen Angst. Der ganzen Welt machen die Folgen Angst. Also die ganze weiss-reich Welt hat, also die ganz weiss-reich alt und männliche Welt hat Angst und zeigt mit dem Finger drauf und sagt, das sind nicht Auswirkungen vom Klima, sondern das sind Auswirkungen von dem Greta-Effekt. Jawohl. Viele haben wirklich mehr Angst vor dem Greta-Effekt als vor dem Treibhauseffekt. So hat zum Beispiel die FAZ hat darüber berichtet, dass der Greta-Effekt Auswirkungen auf die Berufswahl von jungen Menschen hat. So würden zum Beispiel 58% von allen Befragten sofort kündigen, wenn sich der Arbeitgeber nicht klimafreundlich verhalten würde. Und welche Jobs haben wir denn noch in der Zukunft? Fragen sich all die ängstlichen Leute. Also ich werde ja Bananenfarmer im Thurgau. Ja, das könnte etwas sein. Oder Lehrer. Lehrer könnten wir noch werden. Als die Schüler am Freitag demonstrieren, haben die ja nur noch 4 Tage Woche. Das ist relativ gemütlich. Und wenn die Welt wirklich zugrunde geht, ja, könnten wir ja Bestatter werden. Bestatter, das neue KV. Klar, das macht Angst. Das macht Angst. Aber nicht eben vor dem Klimawechsel macht das Angst. Nein, sondern vor dem Greta-Effekt. Und dann sagen die Leute, ich sehe ja dann auch überall den Greta-Effekt, die sagen dann auch, sogar Bäckereien gehen schon auf den Greta-Hype ein und verkaufen jetzt Zöpfe, rufen sie aus. Ja? Unbestritten ist, auf die Politik hat der Greta-Effekt einen direkten Einfluss. Oder? 2019 war das Jahr von der Greta Thunberg. Bei mir heute im Studio der Berthold Zumwühler von der SVP. Herr Zumwühler, wie fest lässt sich Ihre Partei vom Greta-Effekt beeinflussen?
Greta-Effekt ist ja lächerlich. Also, das gibt es überhaupt nicht. Ja? Greta-Effekt ist eine Erfindung von den linken Mainstream-Medien. Herr Zumbühler, brauchen Sie einen Schluck Wasser? Wieso? Ihre Stimme erinnert mich schon ein bisschen an eine 16-Jährige. Also bitte, das verbitte ich mir. Also das ist meine Stimme schon seit vielen Jahren. Meine Stimme, die meine Wähler können und darauf vertrauen. Ja, das hat nichts mit der Greta Thunberg zu tun. Sie streiten also ab, dass Sie gewisse Herangehensweisen und Strategien von der Frau Thunberg für Ihre Partei übersetzen. Also ganz entschieden, ganz entschieden. Ja, also ein 16-jähriges Mädchen muss uns Politprofi sicher nicht sagen, wie man sich in der Öffentlichkeit aufführt. Bertha Zumbühler, danke für Ihre Einschätzung. Es wäre mir übrigens sehr recht, wenn Sie mich Bertha nennen. Also Bertha wie Greta? Nein, hören Sie auf. Nein. Bertha mit einem ganz scharfen B. Wie Passagierflugzeug oder Polarbär. Aha. Außerdem bei mir heute im Studio der Rudi Hofacker von der FDP. Herr Hofacker, wie fest färbt der Greta-Effekt auf Ihre Partei ab? Also ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen Greta Thunberg noch überhaupt nie gehört. Ich kenne höchstens den Benny Thurnherr. Herr Hofacker, haben Sie eine neue Frisur? Die erinnert mich schon ein bisschen an Greta. Nein, ich habe eigentlich schon vor mehreren Jahren meine Leidenschaft fürs Zöpfeln und fürs Haarflechten entdeckt. Das hat überhaupt nicht mit dem Benny Thurnherr zu tun. Sie meinen sicher Greta Thunberg? So, jetzt hören Sie auf, so blöd zu tun. Also, ich ist total kindisch im Fernsehen, so tun wie ein Mädchen, wirklich. Ah, Sie wollen sich also lustig machen über meine Krankheit, hä? Was, Sie sind krank? Was, Sie sind krank? Ja, ich habe das Asperger-Syndrom. Ah, interessant. Der Greta Thunberg sagt ja auch... Es lässt sich zusammenfassen. Greta Thunberg und ihre Strategien finden viele Nachahmer und Trittbrettfahrer. Die Politlandschaft Schweiz lässt sich aber nicht davon beeinflussen. Herr Rudi Hofacker, Bertha Zumbühl, danke fürs Mitdiskutieren. Und nicht vergessen, nächsten Freitag wieder der SVP-Schülerstreik. Skål! Ja, da fragt man sich doch zu Recht, wo soll das noch hinführen? Da kommen ja politisch überhaupt nicht mehr raus. Wenn es so weitergeht, wenn sich alle da ihre Gesinnungen wechseln die ganze Zeit, wenn es so weitergeht, eröffnet die SVP noch ein Flüchtlingsheim. Oder die Grünen werden noch Bundesrat werden am Schluss. Also da hört es ja irgendwo mal auf. Was ist eigentlich mit der FDP zur Zeit los? Was machen die so? Die versuchen gerade Schnee zu verstaatlichen. Was? Also das fordert zumindest der FDP-Nationalrat Seilbahn-Lobbyist und der ehemalige Bundesratskandidat, der Hans Wicki. Also ich meine, Gemeinden finanzieren ja auch Hallenbäder finanzieren und auch einen Ortsbus finanzieren, damit es im Dorf optimal ist für die Touristen, dass sie immer etwas zu tun haben und sich bewegen können. Ja, ist doch klar, oder? Jetzt muss auch das Dorf mehrere Millionen Franken bekommen, dass sie den Schnee in den Skigebieten retten können. Der Staat soll den Schnee finanzieren. Aber dass ausgerechnet die FDP auf die Idee kommt, Schnee zu verstaatlichen, das ist komisch. Und wer soll dafür zahlen? Wer soll das zahlen? Das Bundesamt für Kultur eventuell. Ist ja schließlich Kunstschnee. Versteht ihr? Ja? Oder über das Militärbudget. Jeder diensttaugliche Schweizer bekommt eine Schneekanone über für daheim. Ja. Aber ja, wieso langfristig in Umweltschutz investieren, wenn man einfach kurzfristig Geld verpulvern kann? Ja, wieso? Das ist doch Wahnsinn. Und zum Teil kommen die Leute aus lauter Angst vor der Greta auf ganz schräge Ideen. Letzte Woche, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast oder ihr das gesehen habt, ist so ein Foto auftaucht, ja, aus dem Jahr 1868. Und wer hat man da drauf gefunden? Nein, nicht der Walter, sondern anscheinend, das haben so die Verschwörungstheoretiker gesagt, Greta Thunberg sagt das. Das ist Zauberei, haben sie gesagt. Das ist ja eben der Greta-Effekt. Liebe Verschwörungsfreunde, wenn das auf dem Foto wirklich Greta ist und sie tatsächlich über 100 Jahre alt ist, ja, dann sollten wir in der Klimafrage vielleicht gleich ein bisschen auf sie hören. Das könnte ja noch sein. Oder ist sie etwa eine Zeitreisende? Das würde auf jeden Fall erklären, wieso sie mit dem Terminator umgegangen ist. Wahrscheinlich benutzt sie aber ein Elektroauto für ihre Zeitreisen, weil so eins ist in der letzten Woche vorgestellt worden. Ja? Das neue Elektroauto von Tesla, habt ihr vielleicht gesehen, ist es nicht wunderschön? Ist nicht, also das Auto ist das hinten dran, ja, das vorne dran, nein. Und alle fragen sich, ist das jetzt ein Auto
Oder ist das der Bastelbogen von einem Auto? Ja? Nein, Tommy, das ist der Cybertruck. Das ist das erste voll elektrische, der erste Pickup-Truck, den es gibt. Und er ist erhältlich in den Farben Chrom, Silber und Bahnhofs-WC. Und das sieht so aus, ist die Karosserie komplett aus Edelstahl. So ist es. Oh, das ist noch praktisch, wenn du unterwegs bist und noch schnell Zwiebeln schnetzeln willst. Der Cybertruck ist nicht nur elektronisch und umweltschonend. Nein, ja, wenn man an die Sonne stehen lässt, dann macht er auch einen ausgezeichneten Kaffee. Und wer soll jetzt so etwas fahren? Wer soll so etwas fahren? Da gibt es ein Bild vom passenden, perfekten Fahrer dazu. Und auch die Fluggesellschaften reagieren auf den sogenannten Greta-Effekt. Deswegen hat zum Beispiel EasyJet letzte Woche angekündigt, den CO2-Ausstoß von allen Flügen komplett zu kompensieren durch Investitionen in nachhaltige Projekte. Dann ist ja alles gut, oder Kapi? Nein, das ist total Nonsens. Weil eine CO2-neutrale Airline, das ist wie ein Captain von einem sinkenden Schiff, der ins Meer brünzelt, um das Sinken zu kompensieren. Ja, das macht nicht keinen Sinn. Nein, das tut nicht so gut. Außerdem produziert Flugzeuge ja nicht nur CO2, sondern auch noch andere Treibhausgase und die werden eben alle nicht kompensiert. EasyJet will also dafür für uns weg. Also EasyJet, kann man sagen, ist so ein bisschen die FDP unter den Airlines. Kann man so ein bisschen sagen. Und noch einen Schritt weiter geht übrigens Qantas Airlines. Habe ich das richtig gesagt? Qantas Airlines? Ja, mein Arabisch ist sensationell. Sie haben letzte Woche versprochen, bis 2050 auf alle Emissionen zu verzichten, komplett, also kein Kerosin mit zu verbrennen. Wie schaffen Sie das? Mit einem Grounding? Nein. Sie wollen bis dahin wirklich, das ist wirklich einen magischen neuen Treibstoff erfunden haben, der keinen Dreck mehr verursacht. Also das neue Flugzeug dazu haben Sie jetzt aber heute schon vorgestellt. Und ich muss sagen, ich finde ganz ehrlich gesagt, Fliegen ist Scheiße. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist Scheiße, nicht gut für die Umwelt, schlecht. Aber wie bringt man das in die Köpfe hinein? Das ist schwierig. Ja? Früher war ja die grosse Herausforderung, die Menschen Fliegen beizubringen. Und jetzt ist es viel schwieriger, ihnen das wieder abzugewöhnen. Und da muss man ganz schlau vorgehen. Und wir haben uns da etwas ausgedacht. Vielleicht könnte man einfach, wenn die Leute im Flugzeug sitzen, folgenden Film zeigen. Danke, dass Sie mit LazyJet fliegen, der Fluggesellschaft für Menschen, die sich einen Scheiß um die Klimaerwärmung kümmern. Dies ist ein Nichtraucherflug. Falls Sie dennoch das Bedürfnis nach Rauch verspüren, schauen Sie jetzt aus dem Fenster. Unter Ihnen brennt der Regenwald. Falls Sie noch nie einen Sicherheitsgurt benutzt haben, so funktioniert's. Wow! Bitte schämen Sie sich für Ihren Flug, sobald das Lämpchen angeht. Ihr Flugzeug hat 8 Notausgänge, Ihr Planet hat keinen. Für unsere kleinen Passagiere befinden sich keine Sicherheitswesten an Bord. Wieso auch? Kinder haben sowieso keine Zukunft. Im Falle einer Umweltkatastrophe schließen Sie Ihre Augen und singen Na 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 na. Möchten Sie etwas Polareis in Ihren Drink? Dieser Flug alleine zerstört hunderte Quadratmeter arktisches Eis. Falls Sie in der ersten Klasse sitzen, schön für Sie. Sie zerstören den Planeten 4-mal schneller als die Passagiere in der Economy. An unsere veganen Passagiere, machen Sie sich bitte nichts vor. Egal auf wie viele Schnitzel Sie verzichten, dieser Flug macht all Ihre guten Taten wieder zunichte. Und denken Sie daran, Yoga kann Ihren Popo retten, aber niemals den Planeten. Alles kein Problem? Vergessen Sie nicht, Sie sitzen in einer fliegenden Metallbüchse, 10.000 Meter über dem Meer, einen menschlichen Fehler entfernt vom sicheren Tod. Ihr Überleben ist komplett abhängig von einem überarbeiteten Piloten und einer unterbezahlten Crew. Im Falle eines Absturzes denken Sie bitte daran, dem Planeten geht es ohne Sie besser. Danke, dass Sie sich fürs Fliegen entschieden haben und nicht für den Zug. Am besten feiern Sie Ihre Ignoranz mit einem Selfie. Und vergessen Sie nicht, nach der Landung wild zu applaudieren. Wie ein Idiot. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Flug mit LazyJet, der I Don't Care Line. So, wir kommen von so einem Einspieler zurück zu einer Band, die jetzt so spielen soll. Ganz einfach wie der Vogel zum Fisch quasi. Und Fisch ist ein gutes Stichwort, weil wer braucht, wir haben vorhin darüber geredet, wer braucht eine Band wie Coldplay? Das sind doch Heulsusen. Ist uns doch wurscht, wenn die nicht touren. He? Wir haben etwas viel Besseres. Und sie sind da, direkt aus dem Hallenstadion. Meine Damen und Herren, Hecht! Woo!
Vielleicht noch ein Unfall mit der neuen Kawasaki. Verfolgungsjagd mit den Paparazzi. Sorry, dass ich dich abziehe. Ich weiss, es kommt dir komisch hier. Ich will einfach für den schlimmsten Fall parat sein. Vielleicht trifft mich auf dem Weg zu dir der Blitzschlag. Mafia macht es durcheinander mit einem Auftrag. Du findest es ein bisschen zu theoretisch. Ich lese aber lieber, bevor es konkret ist. Und was jetzt kommt, ist mein Vorschlag. Vergiss mein nicht, nackte Engel, du hast Leben lang traurig. Nur ein Satz, auf meinem Grabstein muss dein Name stehen. Oh. Drunter nur ein Satz und zwar in schwarz, Helvetica. Auf meinem Grabstein muss dein Name stehen. Drunter nur ein Satz und zwar in Julia. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Vielleicht ein Herzinfarkt und Schocken oder Liebe machen. Beim alten Wolven verpasst den Service zu machen. Nur eins nach dem Kochen das Gas vergessen hast, dann kommen meine Tante zum Mittagessen. Ich will, dass du dir keine Gedanken musst machen. Come on. Vergiss mich nicht so mein Ding, nackte Engel. Du hast Leben lang traurig. Nur ein Satz, auf meinem Grabstein muss dein Name stehen. Oh. Drunter nur ein Satz und zwar in schwarz, Helvetica. Auf meinem Grabstein muss dein Name stehen. Drunter nur ein Satz und zwar Julia. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Dein neuer Freund, nicht so mein Ding. Er hat so Zucker, nicht so mein Ding. Nur ein Satz, aber der macht Sinn, aber der macht Sinn. Das ist der Punkt, wenn das Publikum auch aufsteht. Sind ihr ready? Auf meinem Grabstein muss dein Name stehen. Drunter nur ein Satz und zwar in schwarz, Helvetica. Für den Grabstein muss dein Name stehen. Drunter nur ein Satz und zwar Julia, Julia. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Ich lieb dich immer noch, immer noch, immer noch. Danke vielmals. Merci vielmals. Merci. Hecht sind das. Danke. Hecht. Die Band, wo so heisst wie der Fisch. Hecht. Steffi, sehr energisch, sehr energisch. Sag mal ganz schnell, ich habe jetzt gerade, wenn ich vor ein paar Wochen das Hallenstadion komplett gefüllt. Das ist nicht vielen Bands in der Schweiz gelungen. Und was soll jetzt noch danach kommen? Ja, wir wissen es auch nicht so recht. Wir haben wirklich voll auf den Moment geschafft und jetzt sind wir mega glücklich, dass es so schön rausgekommen ist. Und jetzt mal schauen, es gibt noch grössere Stadien. Aber jetzt machen wir zuerst mal eine Pause und machen neue Songs und dann kommen wir mit frischer Energie wieder. Finde ich gut. Das hat genau der Göller auch gesagt, 1996, wo er... der hat auf Englisch, weißt du, auf Englisch ja, genau, dann auf den Tanker und mal auf Australien fahren das und mega so, gut oder? Funktioniert. Nein, wunderbar. Merci vielmals, Hecht, dass Sie da sind. Das war es gewesen. Könnt ihr vielleicht die Abschlussmelodie spielen? Das ist jetzt wirklich sehr important. Könnt ihr mal etwas so, dann kann ich abmoderieren. Das passt gut. Jetzt hat doch noch die Ohrenstöpsel rein. Ja, mach ich auch. Was sind denn das für Jazzschüler? Dran. Jetzt machen wir eine feine Abschlussmelodie und go. Julia, ich liebe dich. Das war's, meine Damen und Herren. Von Deville, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Dabei sind der Carpi und Hecht. Nächste Woche wieder mit dem Gabriel Vetter und dem Joel vom Mutzenbecher. Ciao zusammen, bis nächste Woche.